Moin moin meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Wir sind wieder mal in einer kompletten Questreihe stecken geblieben. Das erste, was ich natürlich vorhabe, ist das Nokams Horn testen. Wir haben in der letzten Folge irgendwelche Hörer einsammeln und jetzt tun wir die mal testen, wie die genau funktionieren sollen. Was da drunter soll vorstellen, keine Ahnung. Aber ich würde sagen, wir probieren es einfach mal noch aus. So, da wir uns momentan in einem Ruhegebiet befinden, habe ich eigentlich gerade mal noch das Talent umstellen. Ihr müsst euch in einem Ruhegebiet befinden. Ich bin doch in einem Ruhegebiet. Bin ich nicht in einem Ruhegebiet? Hä? Es füllt mir da mein Dings nach, aber ich bin nicht in einem Ruhegebiet. Gut, ich muss mich wirklich daran erinnern, dass sobald ich in einem Ruhegebiet bin, das noch umstellen und eine Camouflage. Weil eben, das sind so zwei Sachen, die brauche ich wirklich komplett gar nicht. Und darum frage ich mich, warum ich sie mit mir rumschleppe. So, aber weniger reden und ab auf den Abflug. Und zwar sollten wir uns direkt einmal um Norkomas Horn kümmern. Jetzt schauen wir uns mal nach, was wir da drunter verstehen mit testen. Wahrscheinlich tröten wir da wie ein bisschen umeinander, wie der Benjamin Blümli. So, wo sollte das sein? Das sollte eigentlich genau da sich befinden. He? Da soll ich es testen. Okay. Bin ich da richtig? Auch noch ein bisschen. Noch ein paar Meter führen. Ein paar Meter führen, dann befinde ich mich genau in der blauen Zone rein. Dann würde ich sagen, gefrorener Wasserfall. Ah, dann müssen wir da zum Wasserfall hin. Okay, aber wieso zeigt es mir denn das an? Hat es da hinten nochmal einen Wasserfall? Nein, nicht wirklich, oder? Okay. Ja, das heisst für mich, ich tue zuerst mal die dann aus dem Weg räumen, weil die würden uns sowieso dann mit der Zeit noch anfangen zu belästigen. Also nicht sexuell natürlich, gar nicht sexuell, sondern einfach, sie würden uns Ellen Eis auf den Keks hauen und auf das habe ich gar keinen Bock. So, jetzt sind wir beim gefrorenen Wasserfall. Teste Horn. Sprengen wir jetzt mit dem Horn den Wasserfall weg, oder wie? Okay. Ja. Hä? Oh mein Gott! Oh mein... oh mein Gott, bin ich gerade verschrocken. Bist du es, der mein Abendessen gestört hat? Nun bist du's. Du bist zu hässlich und dürr, um eine Yeti-Weibchen zu sein. Und jetzt machst du mich sauer, hat er gerade vorausgesprochen. Ich dachte, ich lese das mal vor, dass wir ein bisschen auf dem Laufenden sind, was der da so vor sich geht. Alter, hat der mich verschrocken mit dieser hässlichen Visage. Oh, ich hatte gemeint, jetzt der Wasserfall irgendwie sprengt sich da der Wasserfall frei und nachher fließt da wieder Wasser oder so etwas in der Art. Aber irgendwie ist da unser komischer Yeti auftaucht. Okay. Es gibt viele verschiedene Arten, was da so passieren kann, aber ich würde sagen, das ist in dem Fall eine davon. So, ich würde sagen, wir geben zuerst mal Quest ab. Es kann ja möglich sein, dass wir gerade nochmal eine erhalten und dann können wir uns schön gemütlich gegen da Führen aufbegeben, um zu schauen, was dort so auf uns wartet. Wir haben durch das Buch der Runen und toten Runenbeschreiber Steinriesen analysiert, also wir gehen mit der Spitzhacke irgendwelche Leute umschnetzeln. Keine Ahnung. Untersucht die Runen auf dem Leichnam runenbeschriebenen Steinriesens. Ja, wir sehen es dann, wenn ich dort bin. Da bekommen wir ja wunderschöne neue Beine über. Jetzt fällt mir nämlich gerade ein, ich habe ja da noch in der letzten Folge schon etwas Neues bekommen. Und zwar ein neues Oberteil. Sagen wir. Jawohl. Aber ich wollte mir das jetzt natürlich auf der Nahaufnahme noch anschauen, wie schick das aussieht. Ich muss sagen, langsam passen ein bisschen zusammen aus der Helm. Der Helm könnte jetzt wirklich noch ein bisschen anders sein. Aber langsam kommt das ein bisschen an Form über, wie wir da so aussehen. Aber weißt du, wenn ich da so gerade sehe, wie unser Beutel voll ist. Ah, da ist ein Ruhestein. Dann bin ich da rein, aber jetzt an einem Ruhenort. Sehe ich das richtig? Im Ruhestein an einem Ruhenort. Also. Gehen wir davon mal aus und schauen wir gerade mal, ob wir unser Talent noch ganz kurz abändern können. Das Zeug verkaufe ich jetzt gerade mal alles. Na komm, gerade weg mit dem Zeug da. Ah, keine halbe Sache. Weg mit dem Zeug. Komm, abfahren. Ab da, husch. So, den Rest behalte ich jetzt einfach einmal. Da unten haben wir ja mehr Sachen zum Kürsten und noch zum Verkaufen. Die Aquamarin und die Sachen weiss ich halt nicht, ob die noch gut Wert haben oder nicht. Darum behalte ich sie mal vorübergehend noch. Ja, von mir aus. Wir sehen uns. Mach dir keine Sorgen, geh du auch im Frieden, mein Junge. Jetzt schaue ich aber gerade mal nach, ob... Ja, jetzt können wir es abändern. So, jetzt ist die Fähigkeit da eigentlich für gar nichts. Dann können wir die nochmal weg switchen. Die tue ich einmal noch weg. Die kommt mir auch jedes Mal noch im Weg. Komm, abfahren. So, jetzt. Camouflage können wir jetzt wechseln zu erhöht eure Bewegungsgeschwindigkeit um 30%, wenn ihr 30 Sekunden lang nicht angreift. Oder pro 30 verbrauchter Fokus wird die verbleibende Abblinkzeit. Ja, ich würde sagen, wir probieren jetzt mal Bahnbrecher. Das würde uns einfach die Abblinkzeit von unserer Heilung abtun, die haben wir jetzt momentan nicht so viel gebraucht und darum lassen wir es mal so stehen. Ich würde sagen, das wäre mal eine gute Kombi so. Da haben wir gerade schon die nächste Quest gesehen. Ich glaube, bevor ich da komplett abfliege, dann nehmen wir die natürlich noch schnell an. Da, Sally! Häuptling Aschtotem! Häuptling Aschtotem möchte, dass ihr das Emblem der Winterhuf ins Korps benutzt und dann mit dem Helden der Winterhuf sprecht.
Okay, wir dürfen da wieder irgendetwas verwenden. Das wäre dann da vorne. Jetzt ist halt die Frage. Nein, komm, wir machen das in die Richtung. In die Richtung haben wir gerade da noch eine zum Abgeben und da haben wir noch 2 weitere Quests. Wir schauen uns das Ganze mal da hinten an. Und dann haben wir nämlich mal wieder einen gemütlichen Ausflug. Da mit unserem Reittier. Jetzt versuchen wir mal ein bisschen rauszuswappen, dass wir da auch ein bisschen die Aussicht geniessen können. Oh, so herrlich. So wunderschön, oder? Ja, so. Sicher in der Lichtung befinden wir uns. Da ist ja Burg Utugar. Das wäre immer noch ein Dungeon. Wir haben, glaube ich, sogar immer noch Quest offen, wo wir in einen Dungeon rein erledigen könnten. Eigentlich können wir mal schauen, ob wir die dann so nebenbei könnten mal machen. Prinz Keletas. Genau, das wäre dann in Burg... Oh, Dr. Ansel möchte, dass ihr Prinz Keletas in Burg Utugar tötet. Dafür würden wir halt eine coole Armmaschine bekommen. Gut, jetzt bringt sie auch nicht mehr allzu viel. Darum würde ich sagen, wir behalten sie einfach mal bei. Wenn ich mich jemals... Nein, nicht abbrechen. Wenn ich mich jemals dafür entscheiden würde, mal wieder ein Ründeli Dungeon machen, dann wäre sie vielleicht gerade vonnöten. Vielleicht haben wir ja dann... Hey, voll im Baum. Hallo? Okay. Ah, ich fliege da voll vorbei. Da unten haben wir schon eine Quest noch zum Abgeben. Dann machen wir das noch ganz kurz. Dann wenn wir... Vielleicht haben wir ja dann das Glück, das zu machen. Hey, von euch ist irgendjemand... Ist das nicht die mysteriöse Kreatur in dem Eisblock rein? Lurielle, Sally. Lurielle auf der gefrorenen Lichtung möchte, dass ihr 15 eisige Kerne bringt. Okay, die befindet sich gerade in dem Gebiet rein. Okay, 15 eisige Kerne. Und von wem komme ich die über? Liegen die da oder sind das die kleinen Elementardinger da? Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal aus, dann wissen wir nämlich auch schon mehr. Jetzt kann ich da wieder ein bisschen in die Nähe gehen. Würde ich sagen, erledigen wir die Quest mal ganz kurz, wenn wir nämlich schon an dieser Stelle da umeinander sind. Ja, voll, die kommen wir von denen über. Alles klar. So. Die haben jetzt auch nicht allzu viel Leben, da können wir wirklich wieder ein bisschen Gas geben. Da wäre jetzt halt der Doppelschuss noch mal ein bisschen cool, aber wie wir sehen, unser Fokus ladet sich absolut geil schnell auf. Gerade momentan sieht man jetzt das abgewechselt haben auf unseren Stachelschlag. Jetzt tun wir ja durch unsere neue Fähigkeit tun wir jetzt 8 Fokus pro Sekunde, wo die Fähigkeit da, also der Stachelpfeil, aktiviert ist, eigentlich wieder auffüllen. Wir haben immer wieder mal ein bisschen Probleme gehabt, dass wir zu wenig Fokusführung haben. Und das sollten wir jetzt eigentlich im Großen und Ganzen gar nicht machen. Ja, das ladet sich jetzt so schnell auf, da haben die fast schon gar keine Chance mehr. So, gerade wieder Stachelpfeil drauf klatschen. So, unsere Vögel natürlich auch voll mit dabei, let's go. Also ich muss sagen, die Fähigkeit der Vögel, die finde ich delikatessiös, also wirklich sehr geil. Da kann ich mich wirklich nicht beklagen, die ist wirklich mega. Die macht einigermaßen gut Schaden und dass man sie auch immer wieder kann verwenden, wenn die Person da stirbt, bevor die Fähigkeit abgelaufen ist, finde ich natürlich ziemlich nice. Also da kann man wirklich nichts dagegen sagen. Wir haben schon 6 von 12 zusammen. Das ist natürlich ziemlich gut. Wir kommen da ziemlich zackig vorwärts. Ich würde sagen, dann schnappen wir uns gerade mal den nächsten. Auf dich könnten wir jetzt nämlich die Vögel machen. Auf dich können wir abswitchen. So, dass wir da völlig aus dem Fokus raus sind. Dann holen wir gerade den nächsten. Versuchen wir da ein bisschen auf dem Schnelldurchgang, dass ich da nicht jeden ein... Oh, ein bisschen zu weit rumgeschüppelt da. Dass wir da ein bisschen vorwärts kommen. So, gerade nochmal 3 Stück. Von denen können wir nämlich von jedem einzelnen eins über. Das finde ich natürlich ziemlich gut. So kommt man ziemlich schnell vorwärts bei einer Quest. Jetzt sicher mal unter 1200 hauen, genau. Und dann gerade den Gegner wechseln. Der Rest sollte dann die Vögel da machen. Nice. So, gerade nochmal 2. Dann sind wir schon bei 11 von 15. Sally, du greifst das automatisch an. Ja, dann, wenn du liebend gerne willst, ins Gras beißen, ich bin dein Partner dafür. Liebend gerne immer mit dabei. So. Let's go, weiter geht's. Eiselementare. Komm. Einfach abliegen, ruhig bleiben. 2 Stück brauchen wir noch und da vorne sind die letzten 2, die wir brauchen. Ich würde sagen, direkt mal da unsere Vögel drauf heizen. Und let's go in den Kampf rein. Du bist mir gerade wieder ein bisschen zu nahe. Abfahren. Du musst warten, bis deine Zeit gekommen ist. Und zwar jetzt. Let's go. Da. Friss meine Vögel. Dummes Ding, hä? So, jetzt können wir schnell den looten. So viele looten gerade den mit. Jawohl, dann haben wir nämlich auch schon 15 voll und die Quest einwandfrei erledigt. Ich würde sagen, aber ich finde es gut, wenn wir jetzt gerade die Quest hier erledigen. Die sind ja gerade in der Nähe. Dann haben wir hier nämlich den Bereich abgeschlossen. Dann muss ich da nicht immer hin und her fliegen. Jetzt ist die Frage, ob sie gerade noch eine weitere hat für uns. Und Quest beenden. Sogar nochmal 2. Die gefallenen Schwestern. Lurielle auf der gefrorenen Lichtung möchte, dass ihre Anhänger auf 7 Eisnimpen verwendet. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Oh mein Gott. Wilde Ranken. Lurielle auf der gefrorenen Lichtung möchte, dass ihr 8 Exemplare des scharlachroten
Efeus tötet. Efeu ist doch so ein Stachelbusch da, der so sehr giftig ist. Oder bin ich halt das gerade falsch im Kopf? Aber die sind nicht da in der Nähe, die sind dann komplett in die andere Richtung. Dann kümmern wir uns in dem Fall jetzt zuerst mal um die 2 Quests da. Dann können wir die nämlich auch da ein bisschen versuchen zu verbinden. Momentan sind wir ziemlich weit auch wieder umeinander fliegen da, aber das sollte gut ankommen. Befinden wir uns schon mal in der Zone von Scharlachlotter. Nein. Das braucht der Runen und die da. Aber die Frage ist jetzt mal, das braucht der Runen. Fernlauf Pembe im Lager der Wirtschaft möchte, dass ihr ihm das Buch der Runen bringt. Und wo ist das? Wo ist das? Also die gehe ich davon aus, die muss ich da mit der Spitzhacke bearbeiten. Muss ich sie töten? Okay, wahrscheinlich müssen sie tot sein. Weiser im Lager, der Windrufer möchte, dass ihr ihm mit Hilfe der Hacke Runen suchen. Die Leichen von... Ah, Reichen, ja. Also in dem Fall Leichen. Und den will ich schnell bieten und... Ah, das sind in dem Fall nicht die. Mann! Welche sind's? Wie heißen die? Runen schrieben Steinriesen. Runen beschriebenen Steinriesen. Runen beschriebenen Steinriesen, das sind die ganz grossen. Ui, der hat 5000 Leben. Aber das sollte gut machbar sein. Das sollte man gut anbekommen. Da leuchtet irgendetwas so komisch da hinten. Was hat der da? Was ist denn da am machen? Okay. Ignorieren wir jetzt einfach einmal. Irgendwo da sollten wir dann noch das Buch finden. Da kommt wahrscheinlich gerade nochmal einer mit in den Kampf rein. Nein, unsere Drachenvolk ignoriert. Ah, doch, er ignoriert sie nicht. Und hinter mir kommt auch gerade nochmal einer. Hola. Können wir da im D kommen? Ah, bist du schon im Visier? Aha, let's go. So, dann tun wir dich ganz kurz looten und die Spickhacke brauchen. Runen deaktivieren. Nice, dann haben wir schon mal einen erledigt. Von dir können wir ja nichts brauchen. Und du willst mit auf den Sack gehen. Dann kommst du auch einen auf den Sack rüber, ganz leicht. Hoppla schon, der Löli geht unter. Oh. So, dann haben wir schon den nächsten Steinriesen. Um den wir uns kümmern. Let's go! Ja, also mit 5000 Leben sind die schon gut mit dabei, aber wir haben wirklich einen dermaßen guten Damage. Also, ich muss sagen, ich bin von Jäger jedes Level immer mehr überzogen, dass das wirklich eine richtig geile Klasse ist und ich mich einfach darauf freue, auf Level 120 und endlich mal Shadowlands dürfen dann antreten mit unserem Charakter. Also das wird ja sicher noch ein Zeit durch. Also einen Monat bin ich sicher noch dran. Ne? Also weniger als einen Monat. Ich bin ja darauf schauen, dass ich jetzt immer mehr vor kann aufnehmen und durch das ja, sollte man das eigentlich schon mal gut anbekommen. So, wir suchen noch ein paar von diesen Steinriesen und irgendwie fehlt uns noch... Entschuldigung, Mann. Die armen Raucher, ich wollte es mir schon ewig abgewöhnen, endlich mal aufhören zu rauchen, aber ich bringe es einfach nicht an. Ich hure Nudeln. Das ist das Einzige, mit dem ich nicht aufhören. Jetzt habe ich aufgehört zu arbeiten, andere Sachen konsumieren, also ab und zu ein Jointchen rauchen. Alles mögliche, Alkohol trinke ich auch schon Ewigkeiten nicht mehr. Also jetzt habe ich einmal wieder, aber das ist auch ein riesen Problem geworden. Wenn ich mal trinke, dann geht die Post ab. Dann geht jedes Mal Post ab, dann lasse ich lieber die Finger davon, ich verträge es einfach nicht, darum lasse ich es lieber auch bleiben. Aber wirklich das Zigarettenrauch, ich bereue es jeden Tag mehr, dass ich das überhaupt angefangen habe. Ich rate es jedem nur ab, wenn er jemals das Gefühl hat, ihr müsst ein Zigarettchen anzünden, lasst es einfach bleiben. Es ist einfach eine totale, teure Sucht, wo einfach nichts bringt. Ganz ehrlich, es bringt einfach gar nichts. So, dann greift das schon das nächste an. Ganz kleiner Real Talk am Rand, jetzt ist mir gerade langweilig. Ich dachte, komm, ich erzähle mal wieder ein bisschen etwas über mich. Und wenn ihr allgemein schon mal eine Frage über mich habt, dürft ihr natürlich jederzeit in die Kommentare schreiben und ich versuche das so gut wie möglich beantworten. Ah, das ist ein ungültiges Ziel, das ist einfach ein Steinreis gewesen. Das ist jetzt nicht ein Runendings-Steinreis gewesen, sondern einfach ein Steinreis. Aber das ist ja ein gefangener Steinreis, das ist dann das Falsche. Alter, der hat 8000 Leben! Ich wollte mit dem nichts zu tun haben. Was sind denn da die normalen? Warte, die heißen ja anders. Die heißen... Falsch. Die Quest. Runenbeschriebene Steinriesen heißen die. Nichts anderes. Also nur runenbeschriebene Steinriesen. Normale Steinriesen wollte ich nicht akzeptieren. Aber ich finde da recht wenig mehr von den kleinen, ganz ehrlich gesagt. Und das Buch steht auch nicht, wo ich das genau bekomme. In der Lichtung die Eisrunen Steinrufen. Eisrunen Schildwache, Eisrunen Steinrufe. Ich muss schauen, wie die... Eisrunen Wächter, Eisrunen Binder. Alter, die haben alle einen anderen Namen. Was ist los? Da haben wir nochmal eine Runenbeweise. Steindingsbums da. Steinriese. Versuche ich aber noch ein bisschen weglocken da, wenn das möglich ist.
Der zweite kommt erst im Nachhinein da rein. Hei, hei, hei. Forza, Forza. Dann nieten wir doch mit 0,9 um. Los geht's. Fast erledigt. Nice. Down geht er. Baum fällt. Nice. Man, den haben wir wirklich jetzt gut erledigt. So. Schnell umgegüchselt. Schaut man da irgendwo... Bist du auch einer? Jawohl. Aber wir hier einfach suchen, gerade hinter in alle reiten. Also fliegen. Fliegen ist so eine geile Fähigkeit. Ich bin so froh, seit wir fliegen können. Man sieht da einfach, man kommt einfach einwandfrei schneller voran. Gut, ich habe das Gefühl, seit wir fliegen können, müssen wir auch viel weiter umeinander reisen. Aber ich weiß nicht, ob wir das beim letzten... Also... Ja doch, eigentlich haben wir auch vorher müssen die ganze Zeit so weit umreisen. Aber ich glaube, wir sind einfach noch nie in so einem absolut grossen Land gewesen, wie wir jetzt da sind. Im Norden. Im Norden sind es wirklich grosse Gebiete. Besonders toll in den Fjorden kommt man jetzt ziemlich recht gross über. Komm, das ist kein ungültiges Ziel. Das ist eindeutig kein ungültiges Ziel. Ich sag das. Wow, jetzt bin ich gerade wieder verrückt worden. So, jetzt müssen wir uns um das Buch der Runen kümmern. Das Buch der Runen sollten wir bekommen von den... Wow, meine Stimme sackt gerade voll ab. Die Gegend wurde von den Eiszwergen erobert, die allem Anschein nach die Riesen umwandeln, die aus dem Boden brechen. Die Eisrunen, Steinrufer und Binder tragen große Foliante bei sich, in denen sich die Runen, die sie in den Haut der Riesentritzen befinden müssten. Eisrunensteinrufer und Binder. Eisrunensteinrufer und Binder. Also das ist ein Binder. Binder Murdis. Ich glaube, das ist auch wieder etwas komplett anderes. Eisrunenbinder. Also wir müssen uns um die Eisrunenbinder kümmern. Das ist ein Wächter, die bewachen die in dem Fall. Wir kümmern uns in dem Fall jetzt einfach um die Eisrunenbinder. Und die haben irgendwelche Foliant bei sich, um das Buch zusammenzustellen, soweit ich das jetzt richtig verstanden habe. Genau, okay. Und wie viele Teile brauche ich? Kombiniert Buch des Runen Kapitel 1, Buch des Runen Kapitel 2, Buch der Runen Kapitel 3, um das Buch der Runen fertigzustellen. Beruhigungsweise, wir haben jetzt Kapitel 1. Okay, alles klar. Ich glaube, ich habe es verstanden. Das sollte eigentlich auch machbar sein. Come on. Nein, nicht. Ich muss gar nicht Hilfe holen. Lappet es denn noch? Nummer 2. Und das sind Wächter. Und wir brauchen einen Binder. Das ist ein... Nein, das ist der Binder Bundis. Den brauchen wir eben nicht. Das ist ein Wächter. Wieso heissen die alle anders? Machen es mir noch schwieriger. Ah. So. Eisensteinrufer. Ich glaube, der zählt auch mit. Ich würde sagen, erledigen wir jetzt den mal ganz kurz. Das sollte gut kommen. Nice. Kapitel 3. Jetzt müssen wir das alle zusammenschliessen. Wieso? Wieso musst du mir jetzt gegen den Keks gehen? Wieso? Ich wollte jetzt mein Buch machen und einfach abfliegen und meine Ruhe. Ja, was soll's. Gibt dir ein bisschen XP mehr. Wir sind nämlich sowieso gerade kurz vor einem Level-Up. Ich behaupte mal, ein Monstervirus eigentlich noch fehlen für das Level-Up. Also jetzt gerade momentan habe ich das Gefühl, wir sind recht langsam am Leveln. Warum auch immer. Es kann auch gut sein, dass wir jetzt wirklich sehr langsam vorwärts kommen in unseren Quest. Unser Schaden geht auch immer weiter rauf. Jetzt ist halt die Frage, machen wir uns schnell da rauf zum Quest okay, damit wir unser Level-Up haben? Oder gehen wir da rüber und schauen uns mal an, was wir da ähneln müssen? Komm, wir machen uns direkt da rüber. Dann können wir am Schluss wirklich so eine Runde machen mit alles Quests abgeben. Das andere ist halt, ich weiss nicht, ob die dann auch Quest haben, die dann da runterführt. Das ist halt immer so die Sache von der Frage. Und mich nervt das, wenn ich zweimal in das gleiche Gebiet rein muss. Also gut. Wir gehen Quest abgeben. Ich habe mir das überlegt. Dann gehen wir nochmal die Aussicht geniessen. Da komm, einmal bergauf. Das ist ein cooles Hütchen. So etwas würde ich mir auch gut vorstellen für mich, so zum Wohnen. So in einer Eislandschaft, schön gemütlich mit Schnee rundherum, Ofen, allem drum und dran, so schön am See. Noch 2, 3 Kollegen rundherum mit Hütchen. Hey, das wäre wunderbar. Wunderbar wäre das. So. Weit haben wir es ja eigentlich nicht. Skillierung haben wir jetzt umgestellt. Dungeon wollte ich nicht machen. Guild und Community habe ich eigentlich noch nie eine Einladung bekommen. Sie sind alle zu faul dazu, niemand will mit mir spielen. Das ist neben mein anderer Charakter. Mit dem bin ich ja gerade momentan offline. Mit dem bin ich dann sowieso in einer Gilde drin. Wo ich jetzt einmal anfangen ein bisschen raiden, mehr machen, weil ich lasse in letzter Zeit immer ein bisschen schleifen, weil ich alles ein bisschen durcheinander spiele. Ich muss mich ein bisschen daran gewöhnen, wieder mal intensiv, mich an 1, 2 Spiele gewöhnen. Momentan habe ich aber auch mega Freude gefunden halt an Call of Duty. Aber ich wollte nicht allzu sehr intensiv spielen. Ich habe das früher sehr intensiv gespielt und ich weiss, warum ich aufgehört habe. Die Campers, die gehen mir so gegen den Strich. Und das muss nicht sein. Eben mal ab und zu ein Ründchen jetzt noch. Und ja. Mehr auf WoW konzentrieren, das ist ein absolut Hammer-Spiel, wo mir auch Freude macht. So, jetzt haben wir unser Level-Up. Stufe 67. Nochmal ein Dungeon freigeschaltet und wir haben da sogar noch weitere Quests. Nochmal ein Dungeon. Bring Fernlaufer Pepe. Nochmal ein Dungeon.
Das schalten wir noch frei. Nochmal ein Dungeon. Nochmal ein Dungeon. Ja, hoppla schon. Sturmuntergang. Nochmal eins, okay. Das ist Oculus, okay. Wie viel Dungeons stellen wir da gerade frei? Und noch eins. Das sind jetzt fast 8 oder 9 Dungeons gewesen. Da bin ich jetzt voll neben... What the fuck? Ja, egal. Ist eh nicht unsere Sache. Wir sind am Questen. Bringt Fernlaufer Pempe im Lager der Windrufe ein Set mit Eisenrunen Werkzeugen. Okidok. In welche Richtung geht das? Wie nicht mehr... Nein, das geht dann wieder da oben. Wieder ein Hin und Her ein bisschen. Die andere Quest ist da bei dem da. Ist klar, dann geben wir die ab. Quest beenden. Weiser Adan im Lager der Windrufe möchte, dass ihr die Runenprobe mit der zerbrochenen Schrifttafel vergleicht. Okay, und die Quest führen mich beide dahinter. Okay, aber dann würde ich jetzt sagen, ich kümmere mich zuerst mal um die 2 Quests. Weil wir die jetzt vorher mal angenommen haben, dann kann ich ein bisschen, wenigstens ein bisschen Struktur da in den Alltag hineinbringen, mit den Quests machen. So, dann können wir dann einmal schön gemütlich den Ausblick geniessen mit unserem schönen Netterschwingendrachen. Ich muss dann auch mal schauen, ob wir denn da mal etwas anderes noch können. Eigentlich brauchen nicht immer das Gleiche, mal ein bisschen Abwechslung und Schwung in die Hütte bringen. Aber ich kann halt eben wirklich momentan nichts Neues bekommen. Den könnten wir halt ein bisschen verzaubern, der Ewigwurm. Ist nicht schlecht, aber gefällt mir nicht. Am besten gefällt mir wirklich der da, der Netterdrache. Keine Ahnung warum, ich habe mega Freude an dem. Den habe ich jetzt auch schon wirklich seit Ewigkeiten. Aber den habe ich Shattered Scherbenwälz, das ist noch Burning Crusade. Und ich meine, seit dieser Zeit spiele ich eigentlich das Game. Also kurz vor Burning Crusade aufgehört hat und Lich King Zeiten angefangen haben, habe ich dann angefangen. Also kurz bevor Lich King angefangen hat, habe ich angefangen zu spielen. Da war noch Burning Crusade aktuell gewesen. Ich bin da irgendwie auf einem Baum gelandet. Hallo? 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 Ich bin da irgendwie einfach runtergefallen auf dem Baum. Ich bin ziemlich dumm unterwegs. Warte, ich heile schon meine Drachen nochmal rauf. Und versuchen wir da aus dem Baum rauszukommen. Okay. Und dann schauen wir uns da mal schnell an, was wir damit machen. Genau, von denen müssen wir 8 töten. Okay, alles klar. Das sollten wir eigentlich gut anbekommen. Aber wisst ihr was? Das Ganze, wie es weitergeht, schauen wir uns an in der nächsten Folge. Wenn es wieder heisst, Runde WoW mit dem Schweizer. Ich hoffe, es hat einigermaßen Spaß gemacht. Wenn nicht, dann... Tut's mir leid. Alles klar in dem Fall. Bis in der nächsten Folge. Danke und ciao.